Et gëtt nach de praktisch kompakte Van fir de moderne Lebensstil. An ech kann ich ha der Automotorshow präsentieren. Et ass de BMW 225i X-Drive Active Tourer. Wat fir wichtig Avantage dese BMW fir d'Famill maldesche Liwen nubiede kann, an op sich sei Schofer an seg Passagier op de nächte Sperse fuhren, freeen Dirfen, bleif dabei, mir fandet ze summmen ras. Während derner Marken Punkt sinn hier Produktionioun vun dee kompakte Wänden anzustellen, kënnt BMW mat eng meesne Kombi mategem derret. Fi allem a Punkte Optik hieft sich de 9 Aktivtore a4. Sing Moose sinn an der Längt 4,30 Meter, an der Breet 1,82 Meter an der Hecht 1,57 Meter. Am Profil fällt die Eppes Manner steil Äseil op, de dem Aktivtorer och méi e schnittegen Design verpasst. Scho beim meeschten Ubleck stecht die däitlich mi gross erdeckig geformte Kühlergrill nie a4, wo verschieden Deler vun der Vorassisten Sensorik ënnerbrucht sinn. Och hënnechten Deel hanner der Jupp verstoppen sich dezent, das befreier, wer doch beweist, dass Salzzechen op Strom steht. Für den guten Durchblick solche seriemäßig LED-Scheinwerfer, die optional mat Matrix-Technik könne gestaltet gehen. De Käfer vum Familievan wünscht sich neben engem Design, den nu spricht, auch eng heich Praktikabilität. So bietet die gut zugeschnittene Mal vom BMW Active Tourer ein ordentliche Ladevolumen, der von 406 Liter bis zu 1405 Liter innerbringen kann. Sitze am X-Drive Active Tourer sind bequem, gehen noch guten Halt über dem Fuhren. Doch für Platz am vierten Teil vom Auto ist perfekt. Hannen dran machen sich auch die Vierdeler von enger hin an hier verschiebbare Rückbank bemerkbar. 13 cm kann sie noch vier ans Reck gesetzt gehen, sodass auch bei mehr enger Sitzposition mehr Platz für die Schillerruhgebude gibt, an die langen Beine besser Platz finden. Den X-Drive Active Tourer also schon mehr no zu den Elektromodellen iX und i4 geregelt, weil sich auch am Interieur rumspiegelt. Er dominiert auch ein durchgehend Glasscheibe, die zum Schofen orientiert das an durch zwei Displays optisch zu einer Einheit zusammenfasst. Der neue Cockpit verzichtet auch auf viele Schalteren und auch auf die bekannten Controller an der Mittelkonsole. Kein Wunder, dass den 2er Active Tourer auch den E-Drive von der neuesten Generation nutzt und als echt nicht komplett Elektrogefühl den neuesten Cockpit-Layout vom iX an i4 an Bord hat. Es geht nur über Touch oder über Spruch geschafft. Dabei müssen Funktionen über App-ähnliche Ikonen an Deals weit am Innermenü Gesicht gehen, was sehr aber nicht mehr einfach nicht. Vererbichtung ist, wie bei den Bayern gewinnt das, immer perfekt. Mit dem BMW-Chauffeur muss sich also in nächster Zeit ein bisschen umgewinnen, weil laut BMW werden in Zukunft alle Modelle so ausgesehen. Als Undriff ist bei uns im Testauto dem 225e X-Drive ein Dreizylinder-Motor auf der 4. Achse, verbunden mit einem Elektromotor und der hintersten Achse. Und so zählen sich 109 PS für den Elektromotor und 136 PS für den Dreizylinder-Benzinsmotor zu einem Gesamtsystem von 245 PS zusammen. Aber weil der Elektromotor ohne Bord muss auskommen, reicht die elektrische Unterstützung nicht mehr bis ca. 140 km/h. Darüber hinaus hat den 225e X-Drive Active Tourer eine maximale Vitesse von 195 km/h, aber braucht 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Steuerung erweist sich als lichtgängig und noch ziemlich direkt, was am Startverkehr an dieser Kombination agreeabel ist. Bei höherer Vitesse spielt der Motor auch kein sehr hohes Ton, was an sich sportlich Fahren betont. Dazu wechselt die 7-Gang-Gearbox-Automatik auch perfekt ohne Rappen. Dass den etwas mehr hoch gebauten Active Tourer nicht so sehr auf der Straße lädt wie eine 3er-Serie, merkt ihr noch schon bei mir einer höheren Vitesse. Auf stramme Kehren baut der Van schon ein bisschen das Wackeln ab, bleibt aber unkritisch und geht am Notfall einfach vom präzis regelbaren ESP angefangen. Für mich am alltäglichen Fahren wird die angestaltete Fahrmodusprogramm Personal am besten gefallen. Wenn es aber lobelt sportlich gehen, der schalt an den Sportmodus und spürt doch direkt, dass der Undriff sich verschärft wird.
Darüber hinaus steht auch nach dem Programm Efficient zur Wahl an dat für die Aufsetzen Spuren vom Spritverbrauch, bei dem sich den Auto dann aber beim Druck auf Gaspedal richtig flammsige fühlt. Laut BMW gewucht bei den Fuhrassisten noch gebessert, was bei seinem Vorgänger nach gefehlt wird. Bei normalem Fuhren und Bussen an Alpha-Modus ausprobiert, durch den Spritverbrauch bei so zwischen 4 und 5 Liter auf 100 Kilometer. Wobei ich schon dax am elektrischen Modus bis zu 50 km kon fuhren. Heiget BMW zwar bis 90 km Strecke. Auch nach einer Wurzel zur Rekuperation. Die mit Hilfe von den Daten von der Viersterkamera, dem Radar und der Navigation geregelt wird, sodass der Chauffeur kaum nach selber bremsen muss. Als Straße frei segelt das Auto ungebremst weiter. Rollt den Lo auf eine Kreuzung zu, hält den automatisch Vitesse weg, generiert Strom und pumpelt mit bis zu 70 kW über den Generator ihrem Saft an den Akku. Er bunkert auch bei längerem Bierjourfuhren frischen Strom für ein paar weitere Kilometer. Mit einer normalen Wallbox für 7,4 kW ist der Akku auch im Band 2,5 Stunden voll geladen. Der BMW 225e X-Drive Aktivtourer bietet gut verschafften Interieur. Mit viel Platz für 4 Personen, an erinnertem Kapo als alles proper durchgecheckt. An das heißt Ursprich machen sie ihren Preis bemerkbar. Ob manst 40.000 € muss ich schon dahin abliedern, aber mit ein paar extra mehr, wo die ganze Grenze von 50.000 € gesprengt.